I am Skeptisch! Hast du's gehen nicht, oder was? Echt, du schubst deinen Freund nach oben. Hey, dir wird du Gift. Und jetzt halt viel Spaß mit dem Video. Habe dere Leid und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Mur Staffel 2. In der heutigen Folge habe ich wieder einiges vor, und zwar möchte ich das Netherportal da mit unserem Dorf hinten verbinden. Und deswegen müssen wir in unserem Dorf hinten ein Netherportal bauen und dann damit im Nether Richtung der Festung gehen. Deswegen muss ich mir jetzt erst einmal, ich nehme jetzt ein bisschen Lava einmal mit. Haben wir irgendwo was? Nee. Okay. Gut. Dann schau jetzt gleich mal. Und da ich jetzt schauen wir kurz die Timelapse einblenden. Das erste, was ich auf alle Fälle jetzt tun muss, ist, dass ich die Koordinaten vom Nether. Das ist eigentlich mein Board, das ist mein Bogen blind. Dass ich die Koordinaten vom im Nether gleich mal aufschreibe, damit ich weiß, wo ungefähr meine Festung ist. Da hinten ist noch so ein nerviger Creeper. Gut. Und jetzt schauen wir erst einmal, welche Koordinaten das wir mit da haben. Unsere Koordinaten Hand. Das schreiben wir jetzt auch gleich mal auf. Hand minus 100. 73 und minus 173. Gut. Das ist schon mal gut. Und dann brauchen wir noch einiges an Obsidian. Und ich glaube, ich weiß auch sogar, wo ich ein bisschen Obsidian finde. Da muss ich einfach schauen. Und dann da die eigentlich sagen, oh. Der Brie hat das Lama killt. Dann da ich ja schon sagen, geh ich einmal zurück ins Dorf und schau, dass ich da dann das Portal baue. So, jetzt haben wir da auch schon angekommen da in unserem Dorf. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch einen Job, und zwar muss ich noch... Oh, wo ist das Wasser hin? Oh, ups. Dann außer sind die Bretten gewaterlogged. Gut, jetzt muss ich eigentlich nur noch schauen, dass ich noch ein bisschen Obsidian kriege. Jetzt sortiere ich erst einmal das Zeug ein, was ich gerade nicht brauche. Das Sombrero nehme ich schon mit. Und dann brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen Obsidian. Und das kriege ich von Höhlen. Ich kann eigentlich auch während der Nacht da oben gehen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch schauen, dass wir recht schnell noch ein bisschen Lava rankriegen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich Lava finde. Aber unterirdisch findet man die eigentlich aber recht schnell. Hoffe ich zumindest. Und deswegen schaue ich jetzt das erste Mal noch schnell noch am Lavasee. So Leute, nach einer halben Stunde habe ich es jetzt endlich geschafft, dass ich den allerletzten Obsidian-Block noch finde. Ich habe mich wieder gestellt, wir haben was. Aber jetzt haben wir da auch unser Nether-Portal.
Und wenn mir nicht alles täuscht, müsste man das jetzt nur anzünden. Jetzt brauche ich erst einmal da noch... Da war der Lava-Eimer drin gewesen. Mann. Ach, Menno. Ach, Mann. Da war der Lava-Eimer drin gewesen. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht suchen braucht. Aber egal. Gut. Dann tun wir jetzt erst einmal da unser Zeug rein. Und dann kann man da eigentlich das Netherportal schon anzünden. Und man müsste das dann da reinigen. Oh, das ist ein Babyzombie. Hey, du kleiner Pisser. Oh, der hat gelbe rumgerobbt. Karotte. Gut. Dann gehen wir jetzt da mal rein. Kämen wir dann da aus. Ja, genau. Und jetzt müssen wir eigentlich dann nur noch in der Richtung travel. Schauen wir da mal schnell aus. Und zwar haben wir wieder über die Koordinaten. -23 und dann den 21. Okay. Das müssen wir da hindrehen und da hindrehen. Okay. Und da hat jetzt dann einfach an Tunnel graben auf der Höhe da. Und dann darf man da ganz entspannt hinkommen. Genau, und das mache ich jetzt. Ui. Holla die Wölfe, das hätte jetzt aber ganz schön schief gehen können da. Da bin ich auf jeden Fall mein ganzes Stuff weg. Ich bin jetzt gerade auf -77, das heißt wir haben noch 100 Blöcke zum machen. Jetzt muss ich auf alle Fälle schauen, weil wenn ich da jetzt runterfalle, das war's. Vielleicht kann ich da ein bisschen, ich nehme jetzt mal auch noch eine Pickaxe, weil die meint nicht so schnell. Da muss ich mir jetzt ganz vorsichtig hinterher rum. So, und da haben wir dann auch schon in der Festung. Also unser Gang ist gar nicht einmal so weit. Ups, so weit da entfernt. Scheiße, jetzt brenne ich. Jetzt müssen wir halt nur noch schauen, dass wir das Ganze ein bisschen besser verkleiden. Beziehungsweise ein bisschen sicherer gestalten. Weil ja, bringt mir nichts, wenn ich dann da einfacher traveln kann und dann trotzdem mit irgendeiner Lava voll mein Stuff verliere. Deswegen, da die sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge dann darum, dass wir mir das Ganze noch alles schön verkleiden. Ich mache jetzt auf alle Fälle noch schnell den Tunnel da fertig. Das heißt, ich grabe jetzt einfach da entlang. Ha? Was ist das? Da ist irgend so ein Viech. Oh, was ist das? Ist ja das so ein Panda? Uiuiuiuiuiui. Oh, was ist mit dem jetzt passiert? Der ist da oben gefallen und dann wahrscheinlich verreckt. Oder? Oder? Okay. Gut. Dann hielt ich mir noch Nerven und dann möchte ich euch das schnell demonstrieren. Alter! Was sind das für Viecher da? Das Herz ist hoffentlich da auch gerade schreien.
Da tut irgendwann noch wieder so ein Asthma-Kranke, tut da wieder umeinander husten und so. Da ist er. Jetzt muss ich mich kurz aufheben und dann möchte ich den noch nicht angreifen. Die droppen da war nix, okay. Gut. Und dann sieht man schon, jetzt können wir da eigentlich auch ganz entspannt dahinter gehen dann und da brauchen wir das nicht so. Und in das Portal einige und dann können wir eigentlich in Sekundenschnelle übers Nether dann, also es dauert vielleicht 2 Minuten oder so, kann man von da, von unserem Base, kann man von unserer Base ganz einfach daher traveln und wieder zum Dorf und zurück. Und es spart halt einiges an Zeit und ich muss auch nicht immer so ellenlange Timelapses einblenden. In der nächsten Folge möchte ich das Ganze dann noch ein bisschen verkleiden. Dafür habe ich auch da einige Blöcke. Muss ich noch schnell schauen, was möchte ich da hernehmen. Wie immer da ich gerne eine kleine Note mit Bruchtiefenschiefer, also mit Deep Slate rein da, weil es einfach ein schöner Block ist. Und ja, in der nächsten Folge werde ich mich dann gerne um das kümmern. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn es ein Like oder ein Abo da lassen würdet. Ihr gebt mir wie immer recht viel Mühe. Das Ganze hat jetzt wieder mal eine Dreiviertelstunde dauert, die Aufnahme. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das ein bisschen wertschätzen würdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt flauschig und ciao. Du schubst deinen Freund nach oben. Hey! Hier jetzt, du dich. Jo, was ist der für Augenglück? Gib euch das. Gleich die noch aussetzt.